Den Claire Kanton heech Dich haut willkommen aus dem Naturpark Ur. Naturpark Ur, e Naturpark den Landschaften aus dem Claire Kanton schützt an natürlich sich auch ersetzt für die sozial, die wirtschaftlich an die kulturelle Entwicklung von der Region. Wenn man Naturpark so denkt man natürlich an Umweltschutz, wir bedenken aber auch an Kultur und Tourismus und Landwirtschaft. An Landwirtschaft heißt doch Stärkung von der Landwirtschaft, Promotion von regionalen Produkten, Tourismus, da denkt ich uns für der Wanderwehr, Mountainbike, Velosphäre, an Kultur, ja, der Naturpark hat eine reiche Kultur, eine reiche Geschichte, denken wir an Burgener Schlösser, Kapellen, Kirchen aber auch und eine ganz reiche Traditionen von Feiern bis auf Ölven. Der Naturpark Ur, den ist hier im Sitz vom Parkhausen, neben dem Cispolo. Der Cispolo, das ist ein Syndikat, den sich hier die Schulinfrastruktur kümmert, die Maison Relais, die Crèche, aber auch hier handelt mir den Centre Ökologique und Touristik mit der Jugendherberge, wo es eine Reihe Übernachtungsmöglichkeiten gibt, und auch hier den Verkehrsgard. Hier an diesem Schulcenter hat auch den Lützeburger Schriftsteller und Autor den Roland Meyer enseigniert. An hier werden wir heute als eine von unseren Autoren an der Summernummer vom Claire Kanton begrüßen. Auf Besuch heute bei uns am Claire Kanton ist der Schulmeister Roland Meyer, den hier am Land die bald Vereine aus der Literaturszene zumindest bekannt sind als Autor, als Schriftsteller und noch als Musiker. Willkommen, Roland Meyer. Guten Abend. Ganz schön, dass wir uns hier am Kader vom Claire Kanton begegnen. Die schreibt regelmäßig mittlerweile auch bei uns an unserer Kulturzeitschrift. Wird ganz flott von ihrer Seite das an. Schon mal vom Chefredakteur so gelassen, dass da eine Serie von Artikeln laufen hat, nämlich mit dem Thema Anna Bach, das ein echt eislecker Krimi. Ja, also Artikel das vielleicht schon nicht das richtige Wort, was mir so viel geschwirft wird, das war, man guckt ja alle gute Netflix oder so, all die Serien, das wird dann immer auf Staffeln abgedeelt und dann sind all die Einzelepisoden. Und das hat mich irgendwie inspiriert, dass ich gedacht habe, probiere auch so etwas. Das ist ein relativ strikt rum. Du weißt am Anfang, eine Staffel hat bei mir 5 Episoden. An der ersten Episode geschieht etwas ganz Schlimmes, weil der Krimi aus Gedehnen bricht. Und an der 5. Staffel, obwohl ich den Lohn nicht weiß, ist es abgeklärt. Also das ist so das, was ich mir gehen als Herausforderung und das probiere ich dann auch so umzusetzen. Falls die Staffel Success kriegt, könnt vielleicht die zweite Staffel handeln. Das sehen wir dann. Also da soll das System umgesetzt werden. Das ist ein echt doof bei uns am Claire Kanton ein interessantes Experiment. Und da sind wir da ganz gespannt, wenn wir den nächsten Text, also nicht Artikel, mit den nächsten Text können lesen. Aber das ist sicherlich nicht die erste Serie von Texten und das erste Buch, das am entstanden ist, wenn ich vom Roland Meyer schwätzte. Kann ich vielleicht kurz sagen, ob all die Bücher angehen, die am Laufe der Zeit entstanden sind? Ja, schon einfach, ich bleibe an den letzten 3 Jahren, weil das für mich ein bisschen so, wie soll ich sagen, also das ist mal ein bisschen wie no gegangen. Das Lastgang am Anfang mit dem Heitebuch, wenn immer alles so einfach wäre, spielt auch hier am Eisleck, und spielt zu Berlin, verbindet ein bisschen die Lützeburger Welt mit der Großstadt. Das war die Idee dabei, das auf Deutsch. Und es sollte verfilmt gehen, da ist aber nichts rausgehen. Es soll doch in Deutschland rauskommen, da ist aber auch nichts rausgehen. Ich sollte eine Reihe Lesungen in Deutschland tun, da war aber just eng. Also das irgendwie war der Wurm dran bei dem Buch, ich weiß auch nicht, wie war. Und für die Novelle ganz Preise gekriegt, die letzten für den Telmo. Ja, genau, ein Jugendbuch an Hai nicht. Das ist gut nicht getan, obwohl das am Anfang einen ganz großen Erfolg beim Publikum war, hat sich gut verkauft und so viel. Aber irgendwie war der Wurm da. Und ich hatte ein bisschen Flammen gekriegt. Kurz darüber so nach Glose rauskommen, ein ganz persönliches Buch, ein bisschen meine Jugend, meine Kindheit,
Gloss huet dat vielleicht mat der Eisenindustrie zu den net net aus dem Min sinn am vu Lënch nach Miercher so also spielt an der also $80 ja, wann so so do wo am Fogel dat héich Lettzeburge soll geschwaart gin ja méi och dat war egentzwei Corona bedingt ënnert Träder kom wéi et sollt am Literaturzenter firstalt gin, wäret de 14. März 2020 an dats ja genau do wo de nächste Lockdown kommmer an du ass net firstalt gin an das auch das wirklich bëssen so das huet keng Opmerksamkeet krit an Orlo sitzen hat zum Beispiel 24 Lesungen hat vu geplant sollten so kabaretistisch Lesungen oder zo sinn do vun 105 können stattfannen all die anderen sinn méi oder manner of bisssen enlech so gang ich kann an der Breschen ich hat eng Serie vun Konferenze geplant iwwer den 30jährige Krich dazu gemäht an der Pandemie konnte ich nicht am Anfang geht dann abgeschoben an Herrn Nogedet dann Mensch wusste wie lange Kind ja ganz genau an ja da weiß ich nicht da bleiben ein bisschen auf seine Sache sitzen das just für zu weisen so dort wirklich ein bisschen Wurm drauf war die letzten 3 Jahren an Schau so ein bisschen flamsig so an tut man nicht so wirklich etwas gesucht für mich hinzusetzen und zu schreien. Ich schon einfach so der Rekül gebrauchen all den Jahren, die die ganz erfolgreich waren und die auch flott waren. Aber lo war ich auf einen Punkt gekommen, wo ich ein bisschen Pause gebraucht habe. Und Roland Meier schreibt sowohl auf Deutsch wie auf Plötzeburgisch. Ganz genau. Und Roland Meier schreibt auch für Kanner und auch für Erwachsene, für Jugendliche. Und dafür will ich das anfangen, unbedingt weisen. So, dat huet mech loch ein bisschen so an Weltreck geholt, den Doten, dat ass de klengen Herr Belly Bimbam, an dat ass de großen Lugarou an den lächte Jore sinnnech Bobi ginn. An hunch gedacht, du musst ein Kannerbuch machen fir de klenge Felix, fir dat kleng Mathilda. Und dat huet sech natürlich auch ganz lang gezun. Nee, dat können lo wahrscheinlich an den nächsten 1-2 Monaten raus. An dat friet mich lo ganz besonders. Kannerbicher as echtech fut, dann hat as Theater ja. Die werd ganz stark axéiert doch op Theaterpädagogik, ja. Theatermecher mat Kanner. Wat leiert den doauser, wat fir Erfahrungen mcht den wann den mat Kanner besonder mat die Jonken ja. Theater ja. Also wat fir mcht dat wichtig ist, dass an dat sind Erfahrungen, die Kanner gerade so gut machen wie die Erwursten, die mat de Kanner schaffen, dat sind alles heich authentisch Erfahrungen, die en du mischt. Kann er gemi selbstständig dazu, sie können, dadurch, sie können sich besser durchstellen, ausdrücken. Das ist alles ganz richtig. Was für mich immer das Wichtigste bei dem ganzen theaterpädagogischen Bereich ist, war und noch nach ist, dass das mit den Kindern zu summen, das nämlich Ziel. Und das ist Martinen an engem Boot an probier den Martinen ze summen net der nie net vun Ro oder irgendwei bewerten so wie man dann an der Schule nee setzt dem Martin am nämlichchten Boot an probier den etwas Gutes zu machen an den eng Deadline an wie se do muss het fertig sehen an wie se et gedehnt ze Summe bewährt von dem Publikum wat gucken könnt an probier den zu summen sei best zu gehen dat war für mich immer die allerwichtigste Erfahrung für so man kann man hat hier den Holzwurm ganz lang zu Hause an der Grundschule sommer haut wo man all Jahr eine Großproduktion gemacht haben an der dass du vom Minister die Idee hast du vom Minister überholt wir hatten 10 Jahre lang Theaterschule die Dorlo nach verschiedenen Änderungen weitergeht der Tisch auch am Minister als der Minister ist sich immer noch bewusst, wie wichtig das der Empfang ist. Auch mit Weiterbildungen für auch mit Weiterbildungen für Enseignern. Ganz genau. Ja. Einen großen Effekt ja. Das wie gesagt, das am Theaterbereich, ich meine, sieht für den Enkelbenger Bühnenstung, die weiß, wie was entsteht zwischen dem Publikum an dem Schauspieler. Und das ist eine einzigartige, wie gesagt, ganz authentische Erfahrung, die ein Empfang kann machen, wenn ein Theater spielt. Und dafür war mir das so wichtig. Ja, und kann er gehen aber bei so einem Projekt mehr selbstbewusst. Ja. Sie lernen sich schnell kennen. Ja.
Und ich denke, dass das an der Jugend eine exzellente Erfahrung Ganz genau. Also, dacks finde ich den Eindruck, dass man an der Schule zum Mond viel zu viel übertreiben, wenn man an so viel an den weiteren Detail gehen. Ich weiß mir, und dann passe Sample mit Ausnahmen gelehrt ja, das ist viel mehr Freies. Genau, ne? Das kann man sich frei das ist viel mehr Freies. Und trotzdem lehren sie ganz viel Spruch, und trotzdem lehren sie ganz viel Problemlesen, sind sie permanent an der Kreativität. Disziplin wir können ganz genau sozusagen durch die Bösch zu kommen. Ja. Und trotzdem, gerade an dem schulischen Bereich, an dem pädagogischen Bereich, sind sie immer noch toll. Sie sind also nicht einfach so, wie das auch haut Heinz da gemacht hat. Die Brüder, die ich guckt da daher, nur heißen Zieler, guckt da der. Nee, weil den Erwurstenen, Mathe kann in der WAS, könnte zu so einer ganz intimer Zusammenarbeit. Ja, und noch Interaktion. Genau. Wenn ihr Interaktion seht zwischen Publikum und dem Künstler, dann denkt ihr und Musik an Rollo Meier als neben dem Schriftstellerischen, an dem Ballet-Theater auch Musiker. Notamment Liebhaber vom Blues. Ja, Blues in all seine Formen, so immer. Weil Blues geht viel zu eng gesehen. Also der Blues ist eigentlich dort, wo all die modernen Musik, die man haut lauschen, die kann er haut lauschen hier können. Also muss man sich das vorstellen, die Schwarzen als Sklaven aus Afrika kommen, so ein Rhythmus mitbräuchten, und Perkussion mitbräuchten, sind da. Ob Weißer getroffen, die klassischen Musik hatten, der Country als Löser entstanden, das wird sich weiterentwickelt zum Rock'n'Roll, Bemol. Für mich ist einfach der Blues den Ursprung von der ganzen modernen Musik, auch vom Rap, so wie man sie haut kennen. Das war immer für mich wichtig, so ein bisschen, gerade wie ich mich ganz viel für Geschichte interessiere, wie auch musikalisch zu den Ursprüngen von der modernen Musik anfangen zurückzugehen. Wenn ich für Geschichte interessiere ich für seine Wurzeln. Ganz genau. Und das sind auch viele, das sind auch die musikalisch. Ja, ganz genau. Ne? Also wir hatten ja hier in Europa immer mehr so Harmonien als nicht so am Rhythmus. Ne? Und da tun wir aus Afrika dabei kriegen. Also wie man bis Eisharmonien, die man an der klassischen Musik verbunden konnte mit Rhythmus aus Afrika, mit dem Blues, wenn man so will. Als Löser ist ein Jazz entstanden, das war ja das, was sich da weiterentwickelt wird, wie die Kulturen bei gekommen sind. Und daneben das, was ich rund alles offiziell. Die musiziert dann an zwei Ensemblen dann? Ja, also jahrelang habe ich mit den Winkelpickers gespielt, das war eine Bluesband, Rhythm and Blues Band, relativ bekannt an der Szene. Und leider ist von unseren Musikern gestorben. Und du war dann mal für dich fertig mit den Winkelpickers. Und trotzdem haben wir da zu zwei. Machen wir da zu zwei weiter, der Sänger mit mir. Und wir probieren da ein bisschen so neu zu gehen am akustischen Blues. Und daneben haben wir dann mittlerweile auch Torsblind gegründet. Blues probieren wir schon immer noch zu machen mit lützeburgischen Texten, die ich dann noch schreibe. Und das ist nur eine ganz neue Herausforderung, wenn den sich schon ein bisschen am Blues beschäftigt wird, der weiß, dass da ein ganz extra Spruch besteht, so mit, wie soll ich sagen, so mit verschiedenen Wörtern, die eine Bedeutung haben, auch nach x einer Bedeutungen können. Aber wenn ich das dann so plötzlich versucht zu übersetzen, da kann ich da ganz interessant Texte machen. Kulturkanal gebe ich nicht mehr YouTube oder so, da finden die Sachen an. Für kurz ein Video rausgehen, noch ganz neu. Da sind wir ein bisschen hochverstopft, das ist in der Welt ganz gut. Flott, das war ein ganz sympathisches Gespräch. So vielmals merci dafür. Große Merci auch für Zusammenarbeit mit dem Claire Kanton. Wir freuen uns Europa. Und ich denke, dass es nicht die erste Kehr sind, wo wir an Gespräch kommen, aber wo wir den Rollo Meier auch am Claire Kanton können lesen. Merci. Ja, André, kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was du an der Summernummer vom Claire Kanton dran hast? Firma ist Nummer reich gefüllt mit Textartikeln und noch die Mengen oder anderen Gedicht, soweit ich weiß.
Frank Drees hat ein Gedicht geschrieben, dann haben wir eine Präsentation von Aktivitäten am Küb 520 zu Mänich. Dann ein Artikel über die Geschichte von der Gromper, von ihrer Abfeierung hier in unserer Gegend am Anfang vom 18. Jahrhundert, dem Karl VI., Maria Theresia noch, ja, bis heute, bis zur Setzgromper-Genossenschaft, die auch hier am Kerver Kanton ansässig ist. Eine Vorstellung haben wir von Christophe Poissonnier, dem bekannten Maler und Zeichner, und einen Artikel von Gusti Gras, den angeht auf die Geschichte von Lützeburg direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Lützeburg deutsche Gebiete besetzt hat. Und ein kleines Retrospektiv auf die Ausstellung am Feierner Schloss 900 Jahre Templer zu Lützeburg, das just als Set von Texten, die das gerne eine Summernummer sind. Eine Summernummer, die bestimmt Flotterslo an dieser Zeit gelesen zu gehen, als Aufwieslung, wann sich bis in der Vakanz will, ablosen, an den Wandergedanken kommen. Was hast du an deinem Leitartikel zum Thema gemäht? Thema war effektiv die Jung am Kanton, wir haben eine Sondernummer am Hirsch, über die Rolle von den Jungen am Kanton, was liegt ihnen Herz, was sind die Sujets, die sie interessieren, die Jungleute Logement, Teletravail, die Jungleute an Schaffen, Wohnen, Leben an der Region, und da freuen wir uns auf die Artikel, die werden kommen, da das da den, dann ist schon eine Versicht, ein bisschen auf die Thematik anzugehen und die Leute zu invitieren, die wollen, uns zu schreiben. Wir geben das ganz gerne nach publizieren.